Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode F1 2016 in der F1-Karriere, wo wir hier jedes F1-Game durchgehen und eine Fahrerkarriere machen. Wir sind jetzt hier in Silverstone, eine Strecke, die ich sehr gerne fahre. Und ich habe jetzt noch mal KI aufgenommen auf Meister. Wir sind jetzt immer auf Expert gefahren. Wir haben ja angefangen mit schwer, aber es ist halt doch ein bisschen zu einfach und ich glaube, für unser Auto sind wir auch ein bisschen zu OP gefahren. Darum habe ich es jetzt aufgenommen. Ich kann es euch gerne zeigen, beziehungsweise kann ich es euch nicht zeigen, aber ich muss es so machen, glaube ich. Genau. Wenn wir jetzt so in die Trainingsstelle gehen, haben wir jetzt hier KI-Fahrstufe zum Beispiel Meister. Wir probieren es mal so. Wenn ich aber merke, okay, ich habe jetzt wirklich gar keine Chance mehr, wir fahren nur noch hinten nachher und wir sind eigentlich unterperformen, dann nachher dann würde ich es wieder ändern. Dann. Aber da werdet ihr natürlich wie immer informiert. Wir haben das Update noch bekommen, der Luftwiderstand. Der ist jetzt ein bisschen verbessert worden. Wir sind immer noch in der McLaren Honda, sind aber immer noch von Renault, Haas und Manor. Ja, wird schwierig mit weiter raufkommen, glaube ich, weil jetzt fehlen uns recht viele Ressourcenpunkte und jetzt muss ich jetzt wieder Ressourcenpunkte holen im Training. Hoffen wir aufs Beste, hoffentlich schaffen wir es und hoffentlich bleibt es trocken in diesem Rennen. Weil Silverstone könnte, glaube ich, schon etwas reissen, aber es muss trocken bleiben. Ja, würde ich mal sagen, wir legen los, wir gehen ins Qualifying. Und ich fahre jetzt aber wie immer das Training, da sind wir aber nicht auf, ihr wisst ja Bescheid. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns wieder im Qualifying. Let's go! So, herzlich willkommen zurück zum Qualifying. Wir sind jetzt hier in Silverstone und ja, ich habe jetzt umgestellt auf Meister und man merkt es schon. Also, sie sind schon schneller. Ich bin zwar im FP1 auf P6 gefahren in der Qualifying Sim, aber die anderen sind gar kein Qualifying Sim gefahren oder mit weicher Reifen gefahren. Darum ist es echt schwierig zu sagen, wo wir jetzt etwa werden landen. Wir haben einen neuen Rival bekommen und das ist der Sebastian Vettel. Ja, völlig wieder overpowered, wobei, ja, bin selber geschaut, ich habe natürlich KI relativ tief gehabt und das Sepp ist halt der, der immer so in dem Rahmen war, wo ich war. Ja, wir schauen mal, wo wir landen jetzt im Qualifying. Du bist jetzt auf P3 im Grid. In einer Alonso, ist nicht gut. Also, das Ding ist eben, ich habe das Auto so lala unter Kontrolle. Er rutscht schon recht, vor allem im letzten Sektor ist es sehr, sehr schlimm. Dort habe ich echt Probleme. Vor allem in der letzten Kurve. Das ist wirklich hart. Schau mal schauen, so, was so Konkurrenz macht. Plus habe ich den Dings noch vor der schnellen der Bottas, der mich recht ausbremst hat. Also wir sind zwischen den Hondas, McLaren Hondas. Wir haben den Grosjean, der ja Haas fährt hinter uns, das ist okay. Und Renault. Wir sind noch vor Alonso hergekommen. Aber ich weiß nicht, ob der Alonso noch für eine schnelle Runde ist. Wir sehen es jetzt gerade, wo landen wir echt. Es ist schon hart, es ist schon echt hart so, aber ich glaube, es ist viel realistischer, gerade, wie wir fahren. Nein, ich will nicht mal rausfahren. Gut. Okay, P11. Okay, P11. Der Perez ist schon vor uns hergefahren. Ja, Sepp ist 40 vorne, aber der hat auch viel schneller Auto. Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem gestrigen aufregenden Qualifying an. Daniel Ricciardo startet heute von der Pole. Und daneben steht Lewis Hamilton. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Verstappen, Rosberg, Kimi Räikkönen und Vettel. Massa, Bottas, Hülkenberg und Sergio Perez. Ein Sauber, Alonso, Jenson Button und Sainz Junior. Grosjean, Ericsson, Pascal Wehrlein und Danny Quert. Gutierrez und Magnussen. Jolyon Palmer und Rio Hayanto macht die Startaufstellung komplett. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. So, voilà. Ich vergesse immer fast gerne wieder einzuschalten. Also, wir sind auf P11. Ist eigentlich okay, Startposition. Wir starten mit Softs und gehen dann auf Mediums. Und wir nehmen etwa 14 Runden in den Sprit mit, dass wir noch ein bisschen mit Fettgemisch fahren. Und wir schauen mal, wo wir landen. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
können wir den Vettel noch einholen. Das wird so unser Ziel sein, aber wir schauen dann auf Meister. Das ist jetzt das erste Rennen, wo ich auf KI-Stufe Meister fahre. Darum, ja, wir schauen mal. Ich würde sagen, wir legen los. Let's go. Ja, ich wollte die Kupplung ein bisschen früher loslassen. Eigentlich. Zum Glück habe ich es gemacht, sonst wäre es ein Frühstart gewesen. Oh, Massa hat ein Problem, hä? Sehr schön. War aber auch Harz, oder? Ah nein, ja, Softs. Jetzt in Cops Corner. Oh, Lewis Hamilton. Okay, da steckt es früh zurück. Wir sind hinter dem Vettel. Vettel! Meine Aufnahme ist, glaube ich, hängen geblieben. Ich hoffe es mal nicht. Also, es ist so mühsam. Meine Aufnahme hängt immer wieder. Und meistens passiert es aber genau dann, wenn etwas Wichtiges passiert. Oder es passiert in unwichtigen Sachen. Also eigentlich passiert es etwa die. Aber da kann ich es gut ausschneiden. Aber genau wenn es wieder so wichtige Sachen sind, dann kann ich wie nichts machen. Also der Raikkonen hat sich gerade hart verbremst. Ich hoffe, es nimmt noch auf. Oder ist so leicht quer gestanden. Und hat den Vettel vorbeigelassen, die können mitziehen. Ich weiß aber nicht, ob man das gesehen hat. Jetzt haben wir den Kimi hinter uns, aber der wird wieder an uns vorbeiziehen, weil der ist viel schneller. Der Apex gut getroffen. Und jetzt push auf den Vettel. Oh, sehr gut Exit gehabt. Ja. Yep. Mit Feckmisch fliegen wir vorbei und DRS. Sehr schön. Dann haben wir den Sepp. Jetzt kommt hier wieder die Kurvensektion, wo ich richtig schlecht bin. Als nächstes hast du einen Mercedes vor dir. Ach, da habe ich immer so schlechten Grip. Oh, Sepp viel besser Exit. Vor dir beträgt 5,3 Sekunden. Oh, Kimi fliegt. Flying Finn. Schon richtig spät auf der Bremse. Oh, da habe ich berührt mit dem Kimi. Ich glaube, ich bin immer ein bisschen am falschen Ort. Ich werde noch immer gerammt. Okay, für zu schnelles Fahren in der Boxengasse hat die Rennleitung dir eine Durchfahrtsstrafe verpasst. Was? Durchfahrtsstrafe? Okay, das Rennen ist vorbei. Nicht einmal Penalty von 3 Sekunden oder so. Gerade Durchfahrtsstrafe. Hure streng, Alter. Wow. Los, damit du an der Ausfahrt auf Renntempo bist. Alter, Mann. Den fucking Ernst, Game. Den verdammten Ernst. Gib jetzt Gas, die Reifen sollten schließlich ein bisschen warm werden. Oh, Alter, was ist das für ein Box-Release? Ah, okay. Sepp.
Soll ich jetzt in die Pits oder nochmal warten? Ich gehe jetzt, glaube ich. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 2,1 Sekunden. Wenn du deine Durchfahrtsstrafe diese Runde nicht antrittst, wirst du disqualifiziert. Wir müssen jetzt sogar machen. Alter, ich droppe ganz hinter. Es ist so scheiße, Mann. Weißt du, dann ist es bei der grössten oder bei den längsten Boxes, Dings, bei den längsten. Ah, Mann, scheißegal. Hey, die letzten paar. Also, Dings ist scheiße gewesen. Da ist jetzt auch wieder scheiße. Es ist so zum Kotzen, Mann. Ein paar Informationen zu Alonso. Anscheinend konnten sie das Problem lösen. Sein Auto wird schneller. Ja, schön für den Alonso. Ey, es ist so mühsam, hey. Rechtsgame. Ah, Mann, es ist wieder grün. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 12,7 Sekunden. Oder ist es ein Grosjean, der alle aufhalten? Das wäre natürlich auch super. Ja, der Grosjean haltet alle auf. Und weil es geil ist, können sie nicht überholen, oder was? Ja, mal, jetzt haben sie überholt. Alter, der Grosjean hat aber ein Herzproblem. 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Okay, jetzt sind wir wieder da. Das Feld kann ich vielleicht noch holen. Dort ist wieder gelb. Ah, das ist immer noch der Grosjean. Na, die Männer fahren langsam. Sehr schön, wir sind da. Uiuiuiui. Safety Car auf der Strecke. Das Safety Car ist Oh. auf der Strecke. Achte auf Oh. dein Delta und halte es im positiven Bereich. Alter, Wir uns dem Feld nähern. du kannst doch das nicht machen. Einfach ein Safety Car noch rauslassen. Oh mein Gott, wieso? Wegen dem Grosjean, oder was? Weil er so viel Gelb rausgelassen hat? Oh, jetzt super. Oh, jetzt. Oh, jetzt. Soll ich echt noch Soft zahlen? Wartet auf den Führenden. Du kannst es überholen. Überhole das Safety Car. Nein, ich glaub's. Nein, ich bleibe auf diesen Reifen. Safety Car muss ja jetzt in die Pits kommen wieder. Oder es gibt wirklich so eine One-Lap. Ah, es kommt wieder rein, okay. Okay, das ist ein bisschen unfair. Aber verständlich, weil das Rennen jetzt sogar vorbei ist. Safety Car kommt Weil eben das Rennen hinter dem Safety Car beendet wird nie, oder wird es nicht geändert. bis zur ersten Safety Car Linie Überholverbot herrscht. Bleib bis zu den grünen Flaggen an deiner Position. Darf ich schon wieder überholen? Ich glaube schon. Mal schauen, was Alonso macht. Der Abstand zum Hintermann beträgt 0,7 Sekunden. Ja, die überholen auch wieder. Jawohl! Schön. Uiuiuiui, da drückt mich der Wehrlein aber ein bisschen weit. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 16,1 Sekunden. So wenig Grip auf dem Auto. ERS vielleicht? Nein. Oh mein Gott, okay, das wird eine Schikane-Dive-Bomb geben.
Und zwar genau da vorne. Nein, doch nicht. Schade war's. Fuck! Jetzt voll versaut. Das ist sicherlich ein enttäuschendes Resultat, aber wir werden versuchen, beim nächsten Mal zurückzuschlagen. Es wäre wieder so gut gewesen, aber wir haben es einfach... Ah, Mann. Hier kommen die heutigen Sieger. Ja, des haben wir es wirklich verzockt. tollen Rennens. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Ein gutes Resultat für Lewis Hamilton, der Haben wir die es Konkurrenz verzockt. noch weiter hinter sich lässt. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Ja, wir haben es wegen der Drive-Through-Penalty haben wir es verzockt, sonst wären wir verdammt weit vorne gewesen. Ich muss gerade überlegen, wieso dass wir überhaupt hintergekehrt sind. Ich habe schon wieder vergessen mit der Drive-Through-Penalty, aber das hat gekostet. Fuck. Vertragsereignis. Es gibt gute Neuigkeiten. Du scheinst einige Aufmerksamkeit zu erregen. Hier, das lag heute Morgen auf meinem Schreibtisch. Interessiert an einem Tapetenwechsel. Okay. Deine unglaubliche Leistung auf und abseits der Strecke. Was? Auf und abseits der Strecke? Was habe ich abseits der Strecke gemacht? Hat Interesse an anderen Teams geweckt? Sie haben Angebote an, vielleicht ist etwas interessant. Halte nach Verträge anbieten. Okay, also ich habe sauber bleiben. Und dann würde ich Fahrer 1 bleiben. Wenn ich zu Force India gehe, wäre ich Fahrer 2. Aber hätte ich dann wahrscheinlich das bessere Auto. McLaren wäre auch besser. Wäre aber, glaube ich, in meinen Augen eine schlechtere Wahl. Haas sowieso nicht. Sollen wir das Team wechseln? Oder bei sauber bleiben? Wenn zu Force India wäre kein schlechter Move, glaube ich. Da bin ich wirklich am überlegen, ob ich zu Force India gehe. Weil Force India hat schon stärkere Auto, glaube ich, als wir. Ja. Und dann wären wir wahrscheinlich, da würden wir den Hülkenberg ersetzen. Sollen wir zu Force India gehen? Ich muss eben überlegen, weil wir machen eben halt durch die verschiedenen Saisons eine Karriere. Und je nachdem, wie wir Force India abschneiden, könnte man natürlich dann überlegen, wo wollen wir dann als nächstes her bei F1 2017. Die Frage ist, ob ich bei F1 2017 schon in einem Top-Team fahren soll. Oder immer noch Midfield. Also sprich, ich könnte natürlich dann sagen, ich fahre bei 2017 auch mit Force India weiter und schaue dann, wo ich dann nach 2017 bleibe. Also Mitte 2017, ob ich eine gute Performance abliefere und dann eventuell zum anderen Team gehen oder nicht. Oder ich bleibe sauber. Aber ich möchte ehrlich gesagt schon zu Force India gehen. Ich gehe zu Force India. Komm on, scheißegal. Er hat gar nicht unterschrieben. Klasse, dann leite ich das weiter. Tschüss, Ericsson. So, okay, ja gut. Kann ich den Ressourcenpunkt mitnehmen? Wahrscheinlich nicht, oder? Okay, Force India ist wirklich viel besser. Das ist gut, dass wir dort hergehen. Also sind... Ja, viel besser ist jetzt übertrieben. Sie sind leicht besser, aber es ist gut. Da sind wir so wirklich Mittelfeld-Team. Sehr nice. Also, wir gehen mal zum nächsten Weekend. Da schauen wir mal, was passiert. Wahrscheinlich verliere ich jetzt die Ressourcenpunkte, aber das ist auch egal. Aber vielleicht habe ich jetzt ein neues Auto, das nicht mehr so extrem untersteuert. Wir haben den Perez ersetzt. Oha! Okay, Hülkenberg ist unser Teammate. Krass. Wir haben einfach den Perez ersetzt. Hi. Hast du dich schon eingelebt? Ich habe das neue Team und die Anlage kennengelernt. Da steckt eine Menge Potenzial drin. Naja, wir sehen uns dann in der Werkstatt. Okay, der Chris ist schon mitgekommen, hä?
Wenn das immer so einen Ressourcenpunkt von Teampunkten zurückgesetzt. Okay, du kannst so. Okay. Okay, jetzt habe ich alle meine Ressourcenpunkte verloren. Aber wir sind immerhin in einem stärkeren Team. Fuck, wäre ich doch zu Honda gegangen, Mann. Das schaut das an. Honda hat voll die Updates rausgehauen. Oh mein Gott, und was sind die? Hat immer Chassis-Update gemacht. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Die sind entwicklungstechnisch weiterhin als sauber, aber sie sind trotzdem schneller. Also das Auto ist einfach von der Grund her, also von der Grundbasis her schon besser. Okay. Ja, ob das eine gute oder schlechte Entscheidung ist, so vor India-Wechsel, das werden wir in der nächsten Episode erfahren, wenn es in Ungarn weitergeht. Falls euch die Episode gefallen hat von F1 2016 in der F1-Karriere, dann würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und wenn ihr das Video teilen. Und sonst sehen wir uns wieder in der nächsten Episode. Und bis dahin sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao!